Mein Körper ist einfach ans Limit gekommen. Es ist dann wirklich der Moment gekommen, wo ich Blut gehustet habe. Heute würde ich meine Krankheit als ein Segen anschauen. Hätte ich die Krankheit nicht, hätte ich nie meine Passion für Tanz und Musik gefunden. Der Nico hat sich oft zerrissen gefühlt, weil eigentlich wollte er sein wie alle anderen Jugendlichen auch. Arbeiten, leben, Party machen. Doch seine angeborene, unheilbare Lungenkrankheit hat das nicht zugelassen. In meiner Jugendzeit war es relativ holprig mit der Krankheit. Also daheim habe ich mega auf mir Sorge gegeben, habe mich an die Strukturen gehalten, habe meine Rituale gehabt. Und sobald ich das Haus verlassen habe, habe ich dann wie mich ausgelebt. Habe ich wie so, ich möchte jetzt mal rauchen, jetzt möchte ich eins trinken, im Raucherraum sein, obwohl ich ganz genau weiss, wenn mich mein Vater würde sehen, dann würde er sagen, hey, jetzt aber raus. Und das sind so Momente, die ich einfach als Jugendlicher wie nicht beachtet habe. Der Nico hat zystische Fibrose. Bei der Stoffwechselerkrankung leiden Betroffene unter zähflüssigem Schleim in den Lungen und häufig auch unter Beschwerden im Verdauungstrakt. Vor allem in der Lehre fällt es ihm Nico schwer, auf die Grenzen von seinem Körper zu hören. Ich habe eine 4-jährige Lehre gemacht als Elektroinstallateur und dann habe ich im 2012 abgeschlossen. Meine Lehrzeit war, ich glaube, eine der prägendsten Zeiten in Bezug auf meine Diagnose. Vor allem, weil es halt sehr physische Arbeit war, hatte ich immer mit Infektionen zu kämpfen. Die Hygiene auf dem Bau war nicht wirklich gegeben. Mein Körper ist einfach ans Limit gekommen. Es ist dann wirklich der Moment gekommen, wo ich dann Blut gehustet habe. Also wo der Auswurf nicht nur Schleim war, sondern dann wirklich auch Blut. Und das ist nachher grundsätzlich der Punkt, wo ich dann mal in die Kontrolle bin. Der Nico kommt auf die Intensivstation. Dort realisiert er zum ersten Mal den Ernst der Lage. Ich konnte für 2 Wochen nichts machen. Ich habe mega abgenommen, habe mich richtig krank gefühlt. Leute um mich herum, die Lungentransplantationen hatten. Und dann musste ich mich halt wie dort also aus dem Kontext heraus mega Leistungen erbracht. Und dann kommst du ins Spital und dann hast du Leute herum, die ums Leben kämpfen. Und dann, ich dort als Jugendlicher bin dann schon so, gehöre ich auch zu denen? Würde ich irgendwann mal auch so liegen wie der andere neben mir? Einfach so diese Fragen habe ich mir dann gestellt. Im Spital kommt Nico in Kontakt mit Menschen aus dem sozialen Bereich. Das inspiriert ihn, die Berufsmaturität nachzuholen und sich neu zu orientieren. Kraft gibt ihm auch sein Hobby. Tanzen gibt mir sehr vieles, vor allem Freiheit. Und ich denke, dass jeder, der tanzt, kann das nachempfinden. Für mich ist das Höchste, was ich eigentlich empfinden beim Tanzen, dass ich einfach für mich kann, die akustischen Töne, Rhythmen, dass ich alles für mich in ein Bild zusammensetzen kann, das für meinen Körper gedacht ist. Und das ist eigentlich die Essenz des Tanzen. Heute würde ich meine Krankheit als ein Segen anschauen. Tatsächlich kann ich wirklich sagen, hätte ich die Krankheit nicht, hätte ich nie meine Berufung oder meine Passion für Tanz und Musik gefunden. Heute unterrichtet Nico Hip-Hop und studiert soziale Arbeit. Chest, Hips, Chest, Hips, Chest, Hips, Chest, Hips, zack, zack. Es geht ihm besser denn je. Seit er 2020 ein neues Medikament einnimmt, hat er im Alltag fast keine Einschränkungen mehr. Ich kann normal lachen. Alle Kollegen, die mich kennen, sie wissen ganz genau, wenn der Nico einen Lachanfall hat, der ist nachher zuerst mal im Ecke 10 Minuten am Husten. Und jetzt kann ich mittlerweile wirklich einfach frei lachen, ohne Bedenken und einfach die Freude halt rauslassen. Früher musste ich mich immer ein bisschen zurückhalten und das kann ich heute nicht mehr.